Herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Da bei uns im Radiostudio. Heute etwas ganz Neues aus dem Radiostudio, nicht wie gewohnt aus dem Fernsehstudio. Und zwar haben wir heute hier vor Ort das Team von der Online-Sonntagsschule. Das Team, das ihr jeden Sonntagmorgen seht. Und heute ist es bei uns mega spannend. Und wir sehen mal, wie so eine Online-Sonntagsschule entsteht, was hinter den Kulissen abgeht. Genau, wir fangen von Anfang an. Und zwar, wie auch so eine Sendung anfängt, mit den 2 Moderatorinnen. Ihr wisst wahrscheinlich sogar, wie die heissen. Genau, Noemi und Nathalie. Herzlich willkommen im Studio. Dankeschön. Schön sind ihr da. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es freut uns mega, dass wir da sind und mit dir die Tagesschau durchführen. Ja. Cool sind auch ihr wieder da und verbringen mit uns den ganzen Morgen. Mega cool. Genau. Danke vielmals, sind ihr da jetzt am Anfang, dass ihr euch ein bisschen wohlfühlt, wenn ihr irgendwie etwas trinken, einen Kaffee, ein Wasser. Hey, ein Wasser nehmt ihr gern. Ja, Wasser? Ein Super. Kaffee hätte ich Ja. gern. Danke. Der Josh, unser Produzent, holt das sicher gerade. Danke, Josh. Danke. Danke, Josh, genau. Ja, jetzt ist meine Frage, und wahrscheinlich auch die Frage von vielen Kindern, wie kommt eigentlich so eine Sendung zustande? Vielen Dank, Josh. Hey, das ist im Fall eine gute Frage. Und ich muss ehrlich sein, es ist nicht immer ganz genau gleich, wie es abläuft. Aber grundsätzlich tun immer so 1, 2 sich mal ein Gedanken machen, was wir durchnehmen. Und dann kommt das ganze Team zusammen. Das heisst, da ist der Herr Dr. Geschwind, der Sportreporter, wir 2 sind da, der Produzent ist da, der Geschichte erzählt. Und natürlich der bekannte Dr. Knüsli. Ja, wenn er Zeit hat und es mal einrichten kann und so. Aber manchmal ist so ja das auch beschäftigt, spontan. Dann okay. schickt mir den Herr Dr. Geschwind. Ja. Ich sage immer Herr Doktor, der ist ja nur Sportreporter. Okay. Genau, schickt mal mit der vorbei und dann ist es manchmal ein Überraschungsbesuch. Okay. Auf jeden Fall tun wir dann zusammensitzen, besprechen wir, was wir machen wollen, wie lange wir Zeit haben, welche Geschichte wir durchnehmen wollen, dass es auch ein bisschen Sinn macht, was wir letztes Mal gemacht haben, was nächstes Mal kommt. Es tönt nach recht viel Aufwand, Ja. aber wir machen doch alles immer als Team, besprechen zusammen Ideen und dann wird das Ganze umgesetzt. Total. Und dann kommen wir zusammen und dann nehmen wir es auf. Okay. Ein paar filmen dann, ein paar sind hinter der Kulisse, ein paar vorne dran. So kommt das zustande. Also ein grosses Team mit viel Einsatz, das sehen wir da schon mal. Genau, jetzt für die heutige Sendung haben ihr etwas ganz Spezielles, Neues mitgebracht. Was ist das? Ja, wir fangen heute an mit einer Serie, die über mehrere Wochen geht. Und das Ganze steht unter dem Titel «Abenteuer im Wüstensand». Abenteuer im Wüstensand. Yes. Kind tönt das nicht spannend? Also wenn ich euch wäre, würde ich sofort jeden Sonntag einschalten. Genau, Abenteuer im Wüstensand. Und das geht heute hier im Studio geht das los. Die erste Sendung ist bei uns. Alles wird da stattfinden, Geschichte und alles andere auch. Also wir sind gespannt, was heute noch alles kommt. Genau, jetzt höre ich gerade, die Redaktion sagt, der Dr. Knüsli, der Professor Dr. Knüsli und sein Reporter, der berühmte Sportler Dr. Heirig, nicht der Dr. der Heirig Schwind ist eingetroffen. Wir sind gleich wieder zurück, sie sind da, super, ja. Und jetzt, liebe Kinder, die vor dem Fernsehen. Jetzt sehen wir den schon lange drauf wartet. Und zwar der Doktor, Professor Medizin, hallo, ist ja gleich der Knüsli und sein Anhang, der Geschwind, oder? Ja, egal. Aber hallo, Tamara, da muss ich jetzt einwenden. Ich bin der Heirig Geschwind und kein Anhang vom Knüsli. Okay. Der kleine Frosch, das ist nämlich... Was? Wo ist denn da? Kleiner Frosch? Ja, nicht, Hallo? wieso bist denn du immer noch so klein? Das ist, weil wir dich reingelegt haben, der Geschwinde und ich. Na, ist ein glatter Frosch, hä? Ja gut, sitzen wir mal an. He? Ja, nehmen wir nur Platz. Muss ich eigentlich gerade erzählen, wie man gross geworden ist? Oder? Ja, wie ist denn das passiert, jetzt, dass du plötzlich wieder so gross bist? Das ist etwas sehr ein wissenschaftlicher Prozess. Ich Ja. kann dir sogar mal vorzeigen an der Wand. Du siehst, meine Ja. Hand berührt die Wand. Ja. Wenn du unten massieren, Ja, wieder kürzer und berührt nicht mehr die Hand. okay. Die Wand. Mit Ja. der Hand die Wand. Mit der Und Hand die Wand. jetzt habe ich einfach gedacht, ich tue den ganzen Prozess umkehren. Ich berühre die Wand nicht. Und jetzt muss man oben massieren und berührt sie wieder. Okay. Und das habe ich dann mit dem ganzen Körper so ein bisschen gemacht. Ja. Ich weiss nicht, ob ihr draus kommt. Ich komme nicht draus, aber ist auf jeden Fall wieder gross. Das Das ist ist schon mal einfach- die Hauptsache. Das ist einfach statt unten reiben, tust du oben reiben. Bei den Muskeln sozusagen, ja.
Ja, Hauptsache es hat geklappt, oder? Ja, Ja, bin soll ich auch mal froh. einen nachmachen, hä? Ich habe im Europapark auf keine Fahrt mehr dürfen, weil ich nicht mehr 1,50 war. Ja, das ist jetzt blöder, ja. Ja, aber auf Kinderbahnen. Ja, Aber die dort sind- hat noch die Mami mit müssen. Unsere Mami ist gerade in der Ferien. Ja, das ist jetzt halt, ja. Balkonien. Ja, genau. Ja, eine Frage an euch oder an Sie, Herr Knüsli. Sie tragen ja, oder du, wie heissen Sie eigentlich richtig? Ich komme gar nicht raus. Wie sagt man Ihnen? Was haben Sie so für eine Ausbildung? Oder? Grundsätzlich bin ich der Dr. Professor Alois Knüsli. Die ganz guten Freunde sagen auch Professor Knüsli. Professor Knüsli. Ich bin eigentlich ein studierter Mann. Ein Mann der Wissenschaft. Aber das Okay. sagen dann eben die guten Kollegen wie ich. Genau. Okay. Und Wissenschaft heisst Ja. Schaft fürs Wissen. Wissenschaft. Schafft Ja, Wissen. also weiter im Text. Ja, Alois, du trägst jetzt den Mantel. Trägst du den auch im Sommer oder was hast du dann an? Nein, also im Sommer trage ich eigentlich keinen Mantel an. Ja. Das ist mein Alltagskleider. Ja, aber hast du nicht ein bisschen heiß? Ja, aber weisst, wenn man muss viel denken, dann stübt und wird der Kopf auch ganz heiß. Und von Ja. dem her kommt es gar nicht mehr drauf Du an. ihn hauptsächlich mal waschen, dann ist super, oder? Machst du das? Den muss man waschen. Ja. Ups. Wir gehen weiter im Text. Vielleicht der Geschwind, Doktor, Professor. Nein. Ja, bei mir ist das relativ simpel. Ja. Die ganze vordere Müll kann Ja. man weglassen und einfach heirig geschwind. Der heilige Geschwind. Genau. Ist ganz einfach, oder? Einfach, was noch wichtig Ja. ist, was meine Funktion ist. Ja, was Ich- ist denn deine Funktion? Ich habe ja mal hier im Fernsehen angefangen als Okay. Sportreporter. Ja. Aber dann bin ich immer mehr auch in Suschreportagen hineingerutscht, weil da zu wenig Leute arbeiten sind. Und darum habe ich da die Aufgabe auch übernehmen. Und jetzt haben wir gerade ein neues Projekt gestartet. Das habe ich mit dem Herrn Knüsli, aber das Ja. werden wir dann später noch erzählen. Würde Ja. ich auch sagen. Ja, ihr habt vielleicht noch etwas vorbereitet, da schauen wir dann nachher nochmal drauf zurück, genau. Dr. Professor Knüsli, Alois. Ja. Professor, ist ja gleich. Man sieht dich ja eigentlich nie im Spital, obwohl du ein Doktor bist. Wie kommt das? Nur in deiner Werkstatt? Das passt ja gar nicht zusammen. Also. Ich bin eben nicht so eine Art Doktor. Ich bin ein anderer Doktor. Ich kann nicht ein Doktor Medizin sein, weil ich habe kein Blut gesehen. Ja, das ist aber nicht so praktisch als Arzt. Ich ne? habe es eigentlich nur gesehen, wenn ich die Brille geputzt habe. Aber ja. Nein, ist nicht so mein Ding. Ja, okay. Ich tue lieber mit dem Kopf Sachen machen, als da rumschnäffeln und so Zeug. Ja, das ist doch wunderbar. Ihr habt etwas vorbereitet für uns? Oder, habt ihr etwas Spannendes zu erzählen? Eine neue Serie fängt ja bald an. Ja, Wie sieht das sicher haben wir aus? etwas vorbereitet, aber das ist, glaube ich, eine längere Geschichte. Ja. Willst du, Professor Knüsli, mal erzählen? Das ist so. Letzte Woche, vor langer Zeit, das war gestern, haben wir in einem Buch, ich habe in einem Buch gesehen, dass es so ein sogenanntes Superei gibt. Und darum habe ich mir überlegt, dass wir zusammen auf EE gehen. Auf EE. Das weisst jetzt, was es ist, oder? Ja, genau. Was ist es? Super Ei. Nein! Suche, Expedition. Ja. Ei- Also, was ist denn das Expedition. EE? Das Kind, das die auch. Das ist Sag eine uns Expedition. Hei. Da brauchen wir halt schon einen Haufen Sachen. Ah, übrigens, Bruno, ich muss dich noch fragen, kommst du mit? Muss ich ihn ja noch aktivieren. So, Hörst auf mir ins Gesicht langen. Bruno, das muss ich auch mal machen, um dich zu aktivieren. Weisst, jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Kommst du mich begleiten auf die Reise, die wir gesagt haben? Aua, nicht, nein. Wieso nicht, Bruno? Ich brauche dich. Ich brauche jemanden, der den schweren Rucksack trägt. Aber mit so einem schlechten Schachspieler gehe ich nicht auf Reisen. Ach, Bruno, du bist gemein. Da muss ich halt schon einen Geschwinden finden, der mich unterstützt. Aua, schon, ja. Jetzt, warte, ich stell dich wieder ab, Bruno. Sendepause. So. Also. Mal kurz packen. Der zweite Mantel. Hut. Mich stehe ich ja schon voll. Will mir halt etwas Neues einfallen lassen.
Den kannst du jetzt mal wenigstens bewachen, Bruno. He? So, Deli. Schon besser. Gut. Zackeli, zack. Die Flügelklatschen kann man sicher noch brauchen. Da auch noch. Der Quietschi, der muss auch dabei sein. Herr Knüsli, Ja. wir sollten Grüezi. langsam gehen, ins Radio. Sie warten schon auf uns. Ist Radio, aber weisst du, Geschwindli, ich muss noch packen, geschwind. Ja, aber wir haben doch einen Termin. Du hast mir gestern hast du mir angerufen und gesagt, ja, es ist gut, ich komme dich morgen um 8 Uhr holen. Du hast es dir eingetragen. Und jetzt ist 8 Uhr. Und wo sind wir? In meiner Werkstatt. Und wo sollten wir sein? Im Radio. Genau. Ach, aber weißt du, ich muss noch kurz, das ist etwas Wichtiges, ich muss noch packen, ein bisschen. Aber, Weißt du, ich erkläre das. ja, genau. Ich habe gerade fragen. Was gibt's denn so Wichtiges? Ich habe eben letzte, in dem alten Schmöker da, dem Ja. alten Büchlein, habe ich gelesen von einem Superei. Das ist ja das, weißt du, letztes Mal haben wir da in dem Mikrowellen, haben wir das Ei geköchelt und dann hat es gemacht, Peng! Ja, genau. Aber hätte das ja nicht so sollen sein? Oder Nein. wie wäre das gedacht gewesen? Das Problem ist eben, dass das Ei verklopft ist und dann ist es immer noch jetzt fluffig und es müsste theoretisch eigentlich viel feiner sein. Und darum habe ich da gelesen, von einem Superhuhn, es müsste der Vogel da sein, der so ein spezielles Ei kann legen und dann nicht mehr verplatzt. Klar, Aha. weißt, was ich auch noch aufgezeichnet habe, dass man das nicht vergisst, es gibt ja ganz tollpatschige Superhühner, die ihre Supereier einfach tätschen lassen. Und das muss ich jetzt suchen. Ja, Das ist das wichtig. klingt interessant. Und ja, was nimmst du jetzt alles so mit? Ja, ganz ein Haufen Sachen da. Zum Beispiel auch das grosse Messer, falls ein Bär kommt. Oder falls ein kleiner Bär kommt, zum Beispiel ein Gummibär oder so, habe ich auch noch die ganz kleinen. Ja, dann bist du ja top vorbereitet. Brauchen wir auch noch. Und, Ah, Mist. Schon wieder aber da hat doch keinen Platz alles in dem Koffer. Da muss man halt etwas überlegen. Ich bin ja nicht umsonst ein gescheiter Kogen. Hoi. Kannst du mal kurz heben? Ja, sicher. Oder geschwind heben. So, Deli. Für jedes Problem gibt es eine problematische Lösung. So, Deli. Den Ja, brauche ich auch gut, noch. so Weisst, kann man es auch machen. den brauche ich auch noch. Das ist ein sogenannter Feldstecher. Früher haben die Seefahrer so Sachen verwendet. Dort war aber kein Feldstecher mehr, weil die sind ja nicht ins Feld gestochen, sondern in den See. Dort war ein Seestecher. So, Deli. Ja, so. Aber übrigens, ich bräuchte noch jemanden, der mitkommt. Hättest du Lust? Ja, warte, ich muss schon überlegen. Ja, eigentlich, wieso nicht? Wo gehen wir denn hin? Wir lassen uns führen vom Döner Kompass. Ja gut, dann gibt's sicher gutes Geheimnisvolle Essen. Orte. Sicher, auf jeden Fall. Ja, doch, ich komme mit. Bei mir Doch. ist immer wichtig, gutes Essen. Momentan kann ich wirklich keine Sportsendung moderieren, von dem her habe ich eigentlich gerade Zeit. Wäre gerade praktisch, gell? Wanderschuhe hast du dabei. Nein, eigentlich habe ich nur meine Turnschuhe. Aber mit denen kannst du nicht wandern. Aber schau, wie gesagt, für jedes Problem eine problematische Lösung. Ich habe noch etwas Neues erfunden. Das ist der sogenannte Schuhmacher. Nicht verwechseln mit dem Michael Schuhmacher, einem Rennfahrer, aber das ist genauso schnell. Ja, und was Da ist- macht denn der? Schuhe. Ah, Macher, Schuh. Also, das ist der Schuhmacher, die perfekte Lösung für deinen Fuß mit dem perfekten Schuh. Am besten, du willst wahrscheinlich einen Stoffschuh, dann müssen wir etwas Stoffiges reingehen. Sägeli Zuck. Dann muss ja noch wasserdicht sein, darum der Schirm. Und jetzt bräuchte ich, weisst du, um von der Grösse und so, das Gewicht auch können die perfekte Sohle machen, bräuchte ich Ja. noch etwas Persönliches von dir. 41 ist meine Grösse. Nein, aber weißt du, das kannst du da nicht eingeben. Ich kann da nur die Temperatur messen, wie viel. Aber Ja. ich brauche irgendwie etwas Persönliches, was ich dort reinschmeissen kann. Langt das? Ja, perfekt. Schon dein Fingerabdruck dort drauf. Ja, genau. Sehr gut. Und Jetzt das bin ich tust aber jetzt gespannt, wie das eigentlich funktioniert. Alles, das tust du da in köcheln lassen und melangieren lassen.
muss ich den Startknopf drücken. Und jetzt köchelt das da ein bisschen. Und zack, wie der Michael Schumacher ist es sehr schnell fertig. Dann können wir das Töpfchen mal auf die Seite stellen. Das ringt jetzt eben. Da unten hat es Löcher und das ringt durch die ganze Schublade da durch. Ja, und dann, was passiert? Und nachher kommt der perfekte Schuh raus. Für dich. Ja. Zeig mal. Ja, Grösse stimmt. Für den Geruch habe ich nichts dafür. Der Geruch ist auch programmiert in deiner persönlichen Sache. Ja, gut. Darum schmeckt es so gut. Ob das gut ist? Naja. Also ich finde, der Dönerkompass führt einem zu besseren Gerüchen, aber... Ja, aber jetzt, was soll ich mit einem Schuh? Soll ich da den ganzen Weg hüpfen, oder wie hast du dir das vorgestellt? Ja, so tralala. Ja, nein, das ist mir dann zu doof. Dann bleibe ich lieber daheim. Nein. Ich mache noch einen zweiten, aber ich brauche noch in dem Fall noch ein Weile, weil der Gärungsprozess muss man immer wieder ein bisschen ausdampfen lassen. So. Ja, gut, aber hey, wir sollten langsam in das Studio. Also, zum Radio. Sie warten eigentlich schon lange auf uns. Jetzt wäre auf meiner Uhr 8. Ja, auf meiner ist schon 10 ab. Ja, weisst, meine geht schon seit 10 Jahren immer auf die 8. Ich habe eben vergessen, Batterie rein zu tun. Und eben darum müssen wir dann eine Seite finden. Und das ist einfach eine wichtige Sache für die Erfindung. Und darum müssen wir das Ei jetzt finden. Und der Geschwinde und ich gehen auf die Expedition. Ja, in dem Fall lasse ich euch auf die Expedition gehen. Und die Kinder schauen live dann mit nächsten Sonntag, wo sie hingehen. Wow, das wird ja mega spannend, was der Dr. Knüsli da vorhat. Auf seiner grossen Reise. Was denken ihr dazu? Du, der hat schon so viel Abenteuer gemacht. Sind wir gespannt, was er sich jetzt wieder ausdenkt. Ob das echt gut kommt, ich habe so ein bisschen Bedenken. Das sehen wir in den ganzen nächsten Sendungen. Genau, jetzt so ein bisschen, was mich noch interessiert, habt ihr eigentlich auch Feedbacks bekommen? Also Reaktionen zu dem Ganzen, was ihr macht? Ja, es sind schon richtig viele Feedbacks eingetudelt. Eins, was man immer wieder hört, ist, dass Kinder einfach begeistert sind vom Dr. Alois Knüsli und sie wünschen sich, dass wir einmal länger gehen. Oh, okay. Voll. Ja. Und ein paar Kinder haben uns auch geschrieben, woher sie gerade schauen. Wir haben Kinder von der ganzen Schweiz, die mitschauen. Wir haben sogar Leute aus Rumänien. Sogar von Rumänien? Also unglaublich. Wir haben das Gefühl, von überall schauen. Und sie sind nicht nur Kinder, die schauen, sondern auch die Erwachsenen, Mamis und Papis, die ganze Familie, die schauen. Wir sind ja fast schon berühmt hier. Schon ein bisschen. Das ist ja wirklich verrückt, genau. Aber zu dem super, haben wir so viele positive Reaktionen. Haben wir auch Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, wo wir schlechte Feedbacks bekommen haben. Das sagt man halt nicht so gern, aber es nimmt mich jetzt gleich Wunder. Ja, ein paar haben sich einfach gewundert, warum wir so nah beieinander sitzen. Ja, sag mal, warum? Wir sind Schwestern und wohnen im gleichen Haushalt und darum ist wie... Jetzt ist der Fall klar. Ja. Gelle Kinder hätten das nicht gedacht. Ich weiss. Aber es ist so, wir sind Schwestern und darum dürfen wir also nicht zusammen sein. Okay. Genau. Und noch andere negative Reaktionen, oder? Jetzt müsst ihr gerade mal schon mit dem Produzenten schauen, weil er leider uns vor allem die guten Weine, dass wir motiviert bleiben. Ja. Aber ich glaube, er hat schon ein paar andere bekommen. Ja, genau. Aber das ist mal eins von der grössten, warum ihr immer so nah kommt, warum man das nicht dürfte, theoretisch, oder? Ja, das ist aber ihr seid Schwestern, somit ist das geklärt. Genau. Herzlichen Dank schon mal fürs Erste. Ein Hit von eurer Sendungen sind ja immer auch die Lieder. Für das haben wir Christina höchstpersönlich da im Studio, sie, die ganzen Lieder leitet und verantwortlich ist. Noemi und Nathalie, wir sehen uns später nochmal. Bis dann! Herzlich willkommen, Christina, da im Studio. Hoi Tamara, schön bin ich da. Hoi Kinder. Genau. Schön, dass du auch zu uns gefunden hast. Du bist ja die Person, die die ganzen Lieder singt mit den Kindern. Jetzt habe ich eine Frage, also habe ich mich gefragt, wie schaffst du das in dieser kurzen Zeit, so schnell ein Lied zusammenstellen mit Kindern, jetzt in dieser Corona-Zeit? Ja, weisst, jede Woche haben wir miteinander Probe und mit 2 Metern Abstand. Nein, ein Witz. Okay. Nein, das machen wir sicher nicht so. Ja, weisst, die Aufnahmen haben wir so. Ah, okay. Und viele Kinder, die sie sogar jetzt uns zuhören, singen mit. Wahrscheinlich wissen sie das nicht. Ah, ihr singt so schön. Ah, ja, und wenn sie gut zuhören, das kann sein, dass sie sogar sie selber hören. Ein paar von denen, die sie Solos gesungen haben. Wenn sie gut zuhören, vielleicht hören ihr euch. Jawohl, genau.
Und wie wählst denn du, wenn du jetzt so ein Lied singst, an einem Sonntag und die Kinder das zuhause hören, wie wählst du so ein Lied aus? Also kommt da spontan die Idee, so, jetzt singen wir das Lied? Nein, das muss natürlich passen mit der Geschichte, das muss mit dem Thema passen. Ja. Und das mache ich auch nicht allein. Da helfen mir die anderen Team auch dabei. So ein bisschen Teamwork. Das ist ein Ah, Teamwork, genau. Und wir haben ja eigentlich so viele Lieder, also immer wenn man eine Sendung hört, ist immer ein anderes Lied. Gibt es dann da zum Beispiel auch ein Lieblingslied von den Kindern, die die zuhören? Ja, ich denke, sie haben einige Lieblingslieder, aber eine von denen behaupte ich jetzt, dass es der Baby L ist. Kann es sein, Okay. Kinder? Ja, ich denke, das kann sein. Und das Lied sogar singen wir heute. Jetzt gerade live vor Jetzt Ort. gerade live. Das ist ja genial. Also ich würde sagen, Kinder, die aufstehen und mitsingen. Stehen wir gerade auf, nehmen die eure rechte Hand, das brauchen wir, und Und jetzt begrüßen wir im Studio live vor Ort den Mann, der euch daheim immer Geschichten erzählt aus der Bibel. Und zwar ist da vor Ort der Joshua. Willkommen im Studio. Danke. Hoi miteinander. Hallo. Genau, jetzt als erstes, liebe Joshua, möchte ich dich fragen. Das Ja. brennt mir schon richtig die Frage. Wunderbar. Was ist das für ein Buch, das du da in deinen Lektionen in der Hand hast? Das nimmt mich einfach wunder. Ja, hast du es mal gesehen? Ja, da bin ich live gerade am Schauen. Schau, da siehst du es. Ja, habe ich du, reingeschaut. Super. Super. Ich frage dich jetzt nicht, was ich erzählt habe, aber Ja, das geht können viel zu lang. das können Kinder dann mal Ja, machen, die genau. Frage. Ja. Nein, aber das Buch, du meinst das da? Genau das. Gell, Ja. das da? Das ist die Bibel, natürlich, weil ich denke, wie die meisten Kinder auch das, wenn ihr das wisst, vermutlich, Ja. haben die Geschichte ja nicht ich selber herausgefunden, sondern die sind eben aus dem Buch Okay. oder eben Ja. aus der Bibel raus. Ja. Und darum ist das wichtig, dass man die auch dabei hat, dass man das sieht. Ja. Das, was ich erzähle, ist. Und das weißt du alles auswendig oder machst du dir da irgendwie Notizzettel oder Nein, ich weiß nicht alles auswendig, ich brauche eben einen Spick. ein Spick? Ja. Aber sagst du jetzt, Kind, Luke? ja, aber das ist Kinder, das ist ein erlaubter Spick. Okay. Mal, das lassen wir der Spick, gelten. den Kinder machen, der ist einmal nicht erlaubt. Nein, das ist Aber das ich ist darf nicht gut. machen. Ja, du darfst, genau. Super. Das ist ein Okay, dann kann man heiliger ihm Spick. zeigen. Genau. Dann kann man ihm zeigen. Genau, Spick, das ist genau. okay, Ja. genau. Ich habe gesehen, ihr startet nächstes Mal mit einer ganz neuen Serie aus mehreren Sendungen. Willst du da etwas darüber erzählen? Also, wie soll ich sagen? Wählen eigentlich nicht unbedingt. Okay. Weil das ist geheim, oder? Es ist Ich kann geheim. nicht, ich kann nicht also geheim. Okay. Ich will einfach nicht alles jetzt gerade so verraten. Okay, dann lassen wir das so ein bisschen als Überraschung. Ja gut, Ja. ich könnte höchstens sagen, es geht um Abenteuer. Abenteuer. Es geht um Abenteuer und von der Bibel her. Bis jetzt sind wir ja immer hinein gewesen, im Neuen Testament mit Ja. Jesus-Geschichten und jetzt gehen wir ganz führen, ganz ziemlich in den Anfang ins Alte Testament. Okay. Und es geht um die Geschichte dort von zwei Menschen. Zwei Menschen. Genau. Okay, interessant. Unter anderem. Unter anderem. Also Kinder reinschalten und schauen, um welche zwei Menschen sich dann handeln. Ich habe ganz vergessen.
hättest du gerne etwas zu trinken? Ich habe gesehen, du trinkst in dieser Sendung schwarzen Kaffee. Willst du gerne auch Kaffee haben? Oh, ja, jetzt? Ja, jetzt darfst Ein du Kaffee? etwas- ja. Ja, ich hätte sehr gerne einen Kaffee. Aber Ja. etwas hast muss ich jetzt korrigieren. Okay. Du hast gesagt schwarz. Ein schwarzer Kaffee, das ist nichts. Ah, der ist Also- nicht schwarz gewesen, da habe ich falsch geschaut. Ja, wenn ihr einen Kaffee trinkt, Ja. das kann ich jetzt euch Kinder, ihr trinkt jetzt noch keinen Kaffee, aber später mal, achtet immer darauf, wenn ihr einen Kaffee trinkt, die Farbe muss so beige sein. Beige. Okay. Genau. Und- Also Kinder, wenn ihr dem so einen Kaffee mal macht, dann muss er beige sein. Einfach gut Genau. schauen. Also einfach mit Milch und Zucker. Richtig, genau. Also unser Produzent, der Josh, bringt dir sicher gerade Oh, einen Kaffee. wunderbar. Mal. Da freue ich mich Josh. schon drauf. Josh. Ja, schau mal, da kommt er schon. Ja, das geht schnell im Studio. Sensationell, ja, tolles Genau. Studio, da komme ich wieder Ja, mal her. Gell? Wunderbar, danke Genau. schön. Ja, dann, eben. Und jetzt, wenn man das Rämchen nimmt, Ja, dann wird es eben beige. beige. Gut. Und den Super, Zucker dann darf man auch wissen wir nicht das vergessen. auch von dir. Genau. Du trinkst nie einen schwarzen Kaffee. Nein, Sehr gut. das mache ich nicht. Genau, wieder zurück zum Thema Mhm. Abenteuer, das du erzählt hast. Ich habe gehört, sogar haben ihr einen kleinen Trailer zusammengestellt. Genau. Genau, den werden wir nachher auch noch sehen. Und was noch besser ist, der Josa wird sogar den ersten Teil von dieser Serie bei uns hier live im Studio halten. Aber zuerst der Trailer dazu. Ja, los geht's. Auf Reise mit dem Abraham. Und genau, wir machen jetzt aber zuerst ein Spiel und tun eben mal den Koffer packen. Wenn ich jetzt auf Reise gehe, was nehme ich mit? Ich nehme mit, genau, eine Landkarte. Das ist schon mal gut. Und vielleicht kennst du das Spiel. Das heisst jetzt eben, ich packe meinen Koffer, und ich sage das, ich packe meinen Koffer eine Landkarte, jetzt kannst du das auch gerade für dich nachsagen, jetzt ist es noch einfach. Und dann nehmen wir noch etwas weiteres mit, ein Küssi habe ich da noch. Und jetzt machen wir es so, jetzt musst du das erste wieder sagen. Also, was haben wir drin? Ich packe meinen Koffer eine Landkarte und ein Küssi. Nehmen wir das auch hier. Dann nehmen wir mit ein Feuerzeug. Also ich packe meinen Koffer, was haben wir jetzt gehabt? Eine Landkarte, ein Küssi und ein Feuerzeug. Sehr gut. Kannst du es auch daheim? Dann, genau, etwas zu essen wäre noch gut. Knuppers. Also, ich packe meinen Koffer eine Landkarte, ein Küssi, ein Feuerzeug und Knuppers. Wunderbar. Das hat Platz. Eine Schere, genau. Eine Schere können wir auch noch mitnehmen. Jetzt wird es immer schwieriger. Ich packe meinen Koffer eine Landkarte, ein Küssi, was haben wir gehabt? Eine Schere, nein, die Schere kommt erst. Ein Feuerzeug, Knuppers und jetzt eine Schere. Genau, sehr gut. Dann nehmen wir noch ein Spiel mit. Dann sagen wir es zuerst. Ich packe in meinen Koffer eine Landkarte, ein Feuerzeug, ein Küssi. Küssi wäre, glaube ich, zuerst gewesen. Küssi, Feuerzeug, Knuppers, eine Schere und ein Spieli. Sehr gut. Also, ich ein bisschen aufmachen. So, wunderbar. Sollen wir nochmal eins? Also, ich denke, für dich daheim wird es nicht so das Problem sein, aber ich habe langsam Mühe. Aber ich habe noch etwas da. Ein Fotoalbum. Ich packe in meinen Koffer eine Landkarte, ein Küssi, ein Feuerzeug. Was haben wir gehabt? Knuppers, genau. Eine Schere. Und das letzte war ein Spieli und ein Fotoalbum. Hey, sehr gut. Also, nicht schlecht, oder? Aber vermutlich daheim hast du vielleicht besser gewusst oder vielleicht haben dir einander helfen können. Aber das wäre eine Idee auch zum gerade heute Nachmittag vielleicht als Familienspiel zu machen. Und dann können wir noch viel mehr Sachen drin tun, können der Reihe noch dann aufzählen. Also ich mache jetzt da nicht mehr weiter, weil sonst wäre es dann peinlich, wenn ich es nicht mehr wüsste. Ja,
Aber genau, wenn man auf Reisen geht, dann muss man eben einen Haufen packen, einen Haufen mitnehmen. Und wenn man zum Abraham jetzt geht, dann ist es bei ihm eigentlich genau auch so gewesen. Er hat auch alles gepackt. Sie haben wahrscheinlich nicht so schöne Koffer gehabt. Vielleicht haben sie irgendwie Säcke oder ich weiß auch nicht, wie sie gepackt haben, wie sie alle ihre Sachen mitgenommen haben. Aber jedenfalls haben sie gepackt. Aber nicht einfach nur zum in die Ferien gehen oder als Spiel, sondern sie haben gepackt, weil sie losgezogen sind. Sie haben ihre Heimat nämlich verlassen. Weg, fort, irgendwo anders an haben sie ziehen. Aber eigentlich ist es ihnen ganz gut gegangen. Dort, wo sie waren. Sie haben dort alles gehabt, was sie gebraucht haben. Sie haben einen Haufen Tiere gehabt. Das ist früher doch etwas gewesen, das gezeigt hat, man ist reich, wenn man ganz eine grosse Herde hat, wenn man viele Tiere hat. Sie haben das gehabt. Sie haben sogar Diener gehabt, also Leute, die ihnen geholfen haben, so eine Art Angestellte haben sie gehabt, einen Haufen. Also sie sind auch dort, ist ihnen wirklich gut gegangen, sie sind reich gewesen, sie haben vieles gehabt. Und dann müsste man fragen, warum haben sie denn weg? Das Einzige, was ihnen gefehlt hat, sie haben kein Kind gehabt, also kein eigenes Kind. Das haben sie nicht gehabt, obwohl sie schon lange geheiratet sind und schon recht alt jetzt auch sind. Kein eigenes Kind haben sie gehabt. Aber sonst haben sie alles gehabt. Und dann muss man fragen, warum wollen sie weg? Gibt doch keinen Grund dazu. Ja, der Grund war, dass eines Tages jemand zum Abraham geredet hat. Er hat plötzlich eine Stimme gehört, die zu ihm etwas gesagt hat. Und das können wir genau direkt in der Bibel so nachlesen. Die Stimme war niemand anders als Gott selber. Gott hat zum Abraham geredet. Abraham, gang und verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und gang in das Land, das ich dir zeigen werde. Weil ich möchte aus dir ein grosses Volk machen, wo mir gehört, und ich will dich segnen. Ich möchte, dass einmal alle deinen Namen kennen. Und aus deinem Volk kommt ein ganz besonderer Mann, der Segen für alle Menschen wird bringen. Ja, also es ist Gott, der Herr, der zum Abraham geredet hat. Das ist also der Grund, warum der Abraham überhaupt auf die Idee kommt, von seiner Heimat, von seinem Ort wegzuziehen. Aber eben, die Frage ist jetzt ein bisschen, was soll er machen? Soll er, wie gesagt, wegziehen? Fort an einen anderen Ort, ohne zu wissen, woher das er geht? Oder ist es vielleicht gleich besser, dort zu bleiben, an dem Ort, in seiner Heimat, wo er alles hat, wo es ihm eigentlich gut gegangen ist? Jedenfalls hat er können wissen, dass Gott, wenn er so etwas zum Abraham sagt, dann kann er wissen, dass Gott auch einen Plan hat. Aber vielleicht müssen wir zuerst noch die Frage klären, wer ist denn der Gott? Ich habe für das 3 Bilder mitgenommen. Und zwar, das erste Bild, da steht Schöpfer drauf. Der Gott, der zum Abraham geredet hat, ist der Schöpfer. Das bedeutet, er hat die ganze Welt gemacht. Alles hat er erschaffen, alles, was du siehst. Wiesen, Bäume, Berge, die ganze Natur, ja selbst die Sonne, der Mond, das Licht. Alles hat er gemacht. Er hat auch dich und mich gemacht. Er hat das Leben gemacht. Es ist alles Gottes Idee. Dass wir da sind, dass es die Welt gibt, dass es das Universum gibt, das ist Gottes Idee. Er hat das alles gemacht. Und wenn wir so rausschauen, dann müssen wir sagen, Gott hat das alles wunderbar gemacht. Es ist richtig herrlich, wie Gott das gemacht hat. Gott ist der Schöpfer. Gott ist aber noch mehr. Er ist heilig. Er ist der König. Er ist gerecht. Eben, er hat alles gemacht. Also er steht über all dem. Er ist der Herrscher über die ganze Welt. Ich sage es jetzt mal so, ob das Menschen sogar glauben oder wahrhaben oder nicht. Gott ist es. Er ist der König. Und Gott ist heilig. Das heisst, bei ihm gibt's nichts Falsches, nichts Schlechtes, nichts Böses. Er ist der gerechte Gott. Er macht alles richtig. Gott ist aber auch die Liebe. Gott hat uns Menschen nicht einfach so gemacht, sondern er hat uns Menschen gemacht, dass er eben mit uns zusammen sein kann. Er hat uns Menschen gemacht, weil er uns lieb hat. Er hat uns wunderbar gemacht. Und er möchte, dass wir für immer und ewig bei ihm sein können. Das ist eigentlich sein Plan. Er liebt uns so fest, er liebt dich. Auch wenn du ihn vielleicht nicht oder noch nicht kennst, er liebt dich, er kennt dich, er liebt mich, er liebt alle Menschen. Das ist der Gott. Das sind nur ein paar wenige Sachen, die ich jetzt über den Gott gesagt habe. Es gibt noch viel mehr zu sagen. Aber der Gott,
der Gott, der hat zum Abraham geredet gehabt. Und jetzt ist die Frage, soll der Abraham und seine Frau Sarah, sollen sie dem Gott glauben? Sollen sie auf den Gott hören? Oder eben lieber auf sich selber hören? Der Abraham, er hat sich entschieden. Und er hat gesagt, mal, ich möchte auf den Gott hören. Und er hat seine ganze Familie zusammentrommelt, seine Frau, seine Neffen, der Lot und Diener, alle hat er zusammentrommelt und hat gesagt, Leute, hört zu, ich habe mich entschieden. Der Gott, der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, hat zu mir geredet und hat gesagt, Abraham, gang weg von da, gang weit weg, gang in ein Land, wo ich dir wird zeigen. Und das möchte ich machen. Und ich nehme euch alle mit, packt alle eure Sachen, wir gehen nämlich schon bald los. Ja, und seine Frau, der Neffe Lot und die Diener, alle, die haben gesagt, wenn der Abraham das sagt, wenn der Gott zum Abraham redet, dann gehen wir mit. Und so haben sie angefangen, ihre Sachen zu packen, Koffer, oder wahrscheinlich haben sie noch keine Koffer gehabt, Taschen oder was auch immer, haben sie gepackt. Und Tiere haben sie mitgenommen, einen Haufen Tiere haben sie gehabt, Abraham war eben sehr reich gewesen, haben sie alles gepackt, aufgeladen, Tiere zusammengetrieben und es ist losgegangen. Los, eine weite Reise, aber wo sie eben nicht gewusst haben, wo es genau hergeht. Sie haben nicht gewusst, was Gott vorhat, wo er sie will herführen. Aber Abraham hat gewusst, Gott hat einen guten Plan. Wie die Leute dort reagiert haben, das hat nebst dem Abraham seiner Familie, hat es wahrscheinlich noch andere Leute gehabt. Ich weiss es nicht, wie sie reagiert haben. Vielleicht haben die einen gedacht, weggehen und nicht wissen, wohin. Das macht man doch nicht. Man muss doch einen Plan haben. Ja, der Plan von Abraham war, Gott zu vertrauen. Und Gott hat einen wunderbaren Plan. Die Reise, die sie hatten, die war anstrengend. Es war eine weite Reise und sie hatten kein Auto gehabt, nichts, keine Eisenbahn. Sie mussten alles zu Fuß machen. Über Steine ist es gegangen. Sie mussten, mühsam laufen. Über Steine und über Felder, über Sand haben sie müssen laufen. Die Sonne hat oben runtergebrannt, geschwitzt haben sie. Es war wirklich anstrengend gewesen. Und eine weite Reise war es gewesen. Und eben immer mit dem Wissen, wir wissen nicht, woher das es geht. Aber eben, wenn wir lesen, da im Vers, wie es Gott sagt, geh hinaus ins Land, wo ich dir wird zeigen. Das hat ja Gott gesagt. Gott hat einen Plan. Gott wird es ihm zeigen. Gott ist bei ihm und der Abraham hat ihm vertrauen. Ja, Gott will nämlich nur das Beste für Menschen. Er hat das Beste für den Abraham, aber das ist heute noch genauso. Gott will auch für uns, für dich, für mich. Er will das Beste für uns. Und darum ist auch für mich das Beste, wenn ich einfach Gott vertraue, wenn ich auf ihn höre. Er hat dich und mich gemacht. Und darum ist das Beste, wenn ich ihm nachfolge. Wenn ich das mache, was er sagt. Aber ihm nachfolgen, das heisst, nicht, wie es beim Abraham, dass ich irgendwo her muss laufen, damit ich Gott finde oder damit ich kann machen, was Gott sagt. Nein. Sondern ihm nachfolgen heisst eigentlich nichts anderes als an ihn glauben. Als das Glauben, wo Gott in der Bibel, in seinem Wort sagt. Und darum ist das so wichtig, dass ich eben die Bibel führen nehme. Die Bibel aufmache. Und durch die Bibel redet Gott zu uns Menschen. Auch heute noch. Durch die Bibel sagt Gott, was er uns möchte sagen. Durch die Bibel können wir Gottes Plan erkennen. Und darum, ihm nachfolgen heisst ihn glauben und auch ihn lieben. Im Psalm 37, Vers 5, ein bisschen weiter hinten, dort steht, überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau auf ihn, er macht es richtig. Einfach das Glauben, das Wissen, Gott macht's richtig. Was er sagt, das ist alles wunderbar. Und eben, damit ich machen kann, was er sagt, muss ich in der Bibel lesen. Das ist der Weg, wo Gott für uns vorhat. Oder wo Gott sich zeigen will, indem ich in der Bibel lese. Der Abraham hat sein Leben ganz Gott überlassen. Er hat ganz auf ihn vertraut und auf ihn geschaut. Er hat die Führung von seinem Leben ihm überlassen. Ja, sie sind immer unterwegs gewesen. Aber nach einiger Zeit haben sie einen Ort erreicht gehabt.
der Ort heisst Haran. Und dort sind sie angekommen. Und der Vater vom Abraham übrigens, der ist auch nicht dabei gewesen, der Terach. Und der ist aber schon recht alt gewesen. Und er hat nicht mehr so mögen. Er hat gesagt, komm, da ist es schön, da machen wir eine Pause, da tun wir unsere Zelt ausbreiten, da bleiben wir ein Zeitchen. Und ja, das haben sie gemacht gehabt. Sie haben da von den Kamelen ihre Sachen abgeladen. Tiere haben sie auf der Weide hergetan, dass sie sich können ausruhen können, fressen. Und sie haben Zelt aufgestellt und sie sind dort in dem Ort einige Zeit geblieben. Leider ist in dem Ort auch noch etwas Trauriges passiert, nämlich der Vater von Abraham, eben der Terach, der ist dort dann gestorben. Wir wissen nicht, ob das der Abraham noch miterlebt hat. Jedenfalls hat der Abraham gewusst, der Ort Haran, der ist nicht das Ziel. Das ist noch nicht der Ort, wo Gott uns will haben. Nein, wir müssen weiterziehen. Wir können nicht da bleiben. Und so, nach einiger Zeit, hat Abraham seine Leute wieder zusammentrommelt und gesagt, kommt, wir müssen weitergehen. Das ist noch nicht der Ort, wo uns Gott will haben. Und so haben sie alles wieder gepackt und sind losgezogen, weiter, so wie es Gott gesagt hat. Ja. Und auch dort haben sie wieder eine mühsame, ja, wir können sagen, eine riesige Wanderung unter Beine genommen, sind gelaufen, wieder geschwitzt und rauf und runter ist es gegangen, über Steine, bis sie, ja, wieder so ein bisschen übers Gebirge gekommen sind, drüber hier, bis sie nachher einen guten Ausblick gehabt haben und sie haben gesehen, ein Land, wo vor ihnen liegt, ein Land, wo einen Fluss hat, sogar einen See hat es noch gehabt. Und Abraham hat schon gedacht, ist es echt das? Ist das echt der Ort? Sie sind dann noch weitergezogen und Abraham hat dann etwas ganz Wichtiges gemacht gehabt. Er hat nämlich einen Altar gebaut und er hat dort Gott ein Opfer gebracht. Das heisst, das haben sie früher so gemacht, dass ein Tier hätte müssen sterben, aber mit dem haben sie gezeigt, wie dankbar dass sie Gott gegenüber sind. Ein Dankopfer, sagt man dem auch. Und das hat Abraham machen. Er hat Gott Danke sagen, dass er ihn bis dahin geführt hat. Dass Gott mit ihm ist. Und dass Gott einen guten Plan hat. Und wo er dort war, ist nämlich etwas passiert. Und zwar hat Gott wieder zu ihm geredet gehabt. Gott hat nochmal zum Abraham geredet und ihm gesagt, da, Abraham, das ist das Land, wo ich dir wird geben. Das ist das Land, wo ich dir und deinen Nachkommen will geben. Gott hat also, das, was er schon gesagt hat er nochmal bestätigt. Es ist wirklich der Plan von Gott. Und Abraham ist dem Plan gefolgt. Aber etwas, ja, ist gleich ein bisschen, komisch gewesen. Und zwar, hat nämlich der Abraham kein Kind gehabt. Er hat gar kein Nachkommen gehabt. Also, ja, wem möchte denn jetzt Gott genau das Land geben, wenn der Abraham kein Nachkommen hat? Ich weiß nicht, was der Abraham gedacht hat in dem Moment. Er hat ja genau gewusst, ich habe kein Nachkommen. Gott sagt, ich möchte das Land deinen Nachkommen geben. Was soll er jetzt machen? Der Abraham, glaube ich, hat einfach auf Gott vertraut. Er hat sich nicht erklären, wie das alles soll kommen, aber er hat gewusst, tief hinein, Gott weiss es. Gott hat einen wunderbaren Plan. Und wenn Gott das sagt, ich will das Land dir und deinen Nachkommen geben, dann kann er darauf vertrauen. Gott haltet das, was er sagt. Gott haltet sein Versprechen. Er ist treu. Er ist so ein wunderbarer Gott. Er sagt nicht etwas und dann macht er etwas anderes. Und so hat Abraham weiter einfach auf Gott vertraut. Er ist schon von dem Ort, wo er den Altar bauen hat, noch weiter in Süden abgezogen. Also sie sind nicht immer am gleichen Ort geblieben. Sie sind noch weitergezogen. Aber er gewusst, das Land, das ist der Platz, das ist der Ort, wo Gott für uns, für ihn und seine Frau, seine Diener, parat hat. Und, ja, und so ist er einfach Gott dankbar gewesen, dass es Gott nur gut meint. Und es lohnt sich, auf Gott zu hören. Es lohnt sich, Gott nachzufolgen. Und das ist heute nicht anders. Es lohnt sich auch heute, es lohnt sich für dich und für mich, Gott nachzufolgen. Weil Gott ist, wenn ich es gesagt habe am Anfang, der Gott, der alles gemacht hat, von ihm, wo das Leben, von ihm, wo alles ausgeht. Und auf ihn zu hören ist das Beste, was wir Menschen machen können. Und ich möchte auch dich ermutigen, nimm die Bibel führen und lies drin und los auf den Gott und mach, was er sagt. Und dann kommt's gut. Und mit dem Gott möchten wir jetzt auch noch gerade reden. Herr, wir danken dir, dass du uns Menschen
gemacht hast, dass du uns Menschen aber auch liebst und dass du einen wunderbar guten Plan hast. Dir, o Herr, wenn wir anbeten, dir, wenn wir alle Ehre geben, dir, wenn wir danken, genauso, wie es auch der Abraham gemacht hat. Danke, dass du auch heute noch lebst, dass du da bist. Amen. Und jetzt, wenn wir gerade miteinander noch ein Lied singen, und das Lied, das beschreibt gerade nochmal den Gott, wie wunderbar, wie gross, wie mächtig, dass er ist. Du darfst aufstehen, daheim, wo du bist, und laut oder leislich mitsingen. Wow, ich bin echt fasziniert, was das ganze Team jedes Mal auf die Beine stellt. Und wie schön ist doch auch zu sehen, wie gross unser Gott ist. Wir haben das gesehen in der Geschichte, die uns der Josef erzählt hat, oder auch in den Liedern. Und Kinder, es lohnt sich wirklich, dem Gott zu vertrauen und ihm die Führung über euer Leben zu geben. Ja, aber wie geht es denn jetzt weiter mit der Geschichte? Für das haben wir Noemi und Nathalie wieder da. Könnt ihr uns ein bisschen erzählen, wie geht es jetzt weiter? Genau, wir wollen weiterfahren mit unserer Serie Abenteuer im Wüstensand. Aber nächste Woche ist auch noch Muttertag. Jawohl, Kinder, es ist Muttertag. Vergesst ja nicht, eurer Mami etwas Liebes zu machen, etwas zu kochen, etwas zu putzen oder einfach nur mal besonders nett sein zu ihr.
Sorry. Kein Problem. Mal los. Hey, und wenn ihr im Fall wollt, könnt ihr uns das einschicken. Könnt ihr einfach ein Foto machen von dem Essen, vom Blumenstrauß, egal was ihr gerade macht. Fragt schon eure Eltern, ob das okay ist für sie, macht ein Foto und schickt es ein. Ihr seht auch nachher die E-Mail-Adresse, wo ihr es anschicken könnt. Wir freuen uns mega und mit eurer Erlaubnis würden wir sogar zeigen, dass die anderen Kinder auch sehen, was ihr Cooles gemacht habt. Wow, mega genial, was ihr da alles euch schon ausgedacht habt. Liebe Kinder, macht mit, schickt kräftig Fotos ein oder was auch immer gemacht hat, ein Film oder so. Genau, und jetzt zum Schluss haben wir noch den Josh da, der Produzent von dieser ganzen Sache. Er tut das Ganze so ein bisschen leiten und führen und mit vorbereiten. Josh, jedes Mal hast du eigentlich ein Quiz vorbereitet. Also die letzten 2 Mal. Ja. Die letzten 2 Mal, genau. Ist das mal auch etwas, was ihr Ja, genau. vorbereitet Also wir hast? würden ja wieder gerne schauen, wie gut dass ihr aufgepasst habt heute bei der Lektion. Und wir haben uns ein paar Fragen überlegt und vielleicht, wenn jetzt ihr 2 auch gerade da sind, ich kann dann euch auch noch ein bisschen. Dankeschön. Dann können wir das gerade miteinander machen. Voll gut. Ich habe das aufgeschrieben. Willst du gerade anfangen mit der ersten Frage? Hey, das ist wie, doch wie gut. wir es so schon gewöhnt sind. Eine Frage. Und bei dem gibt es 3 mögliche Antworten. Und nachher zeigen wir euch einen Link, wo ihr dann die Antworten geben könnt. Genau. Ja. Perfekt. Sind ihr parat? Erste Frage. Warum haben der Abraham und Sarah ihre Heimat verlassen? Antwort A. Es ist langweilig, immer am gleichen Ort zu wohnen. Antwort B. Es ist ein Streit entstanden zwischen den verschiedenen Familien. Antwort C. Gott hat zu Abraham geredet und ihnen den Auftrag dazu gegeben. Genau, das wäre die erste Frage gewesen. Jetzt bei der zweiten haben wir gedacht, jetzt dürfen wir ein bisschen einfach noch in eure Gedanken dazu machen. Wir geben euch jetzt nicht Antworten, sondern wir geben euch einfach die Möglichkeit, selber Antworten reinzuschreiben, was euch halt in den Sinn kommt. Und so möchten wir gerne euch fragen, was kannst du, das kann jeder Einzelne von euch, über Gott sagen? Oder was passt zum Gott von der Bibel? Ihr müsst euch überlegen, was habt ihr gehört in der Geschichte, auch im Lied, so Eigenschaften von Gott. Und ihr könnt einfach mehrere Antworten reinfügen im Antwortformular. Das wäre die zweite Frage. Genau, und die dritte Frage ist, wie kannst du wissen, was Gott von dir will? Antwort A. Indem du viel darüber nachdenkst. Antwort B. Indem du in der Bibel liest. Und Antwort C. Indem du Gott fragst. Genau. Jetzt tue ich euch wieder da einen Link einblenden oder ihr findet ihn auch unten in der Beschreibung. Und dann würde es mich wieder freuen, ganz viele Antworten von euch zu bekommen. Und unter allen, die Antwort geben und es auch richtig geben, gibt es wieder einen Preis. Diesmal mal etwas ohne Schoki. Und zwar so eine Packung mit ganz vielen feinen Mentos in verschiedenen Geschmäckern. Genau. Wow, wer will die Mentos schon nicht haben? Also, liebe Kinder, macht mit bei dem Quiz. Josh, auch die letzten Mal haben ihr Bastelideen noch irgendwie gezeigt. Haben ihr da das mal auch etwas ausgedacht? Genau, wir haben auch wieder ganz am Schluss, wenn das alles vorbei ist, einen Link eingeblendet oder auch in der Beschreibung unten, wo ihr könnt noch etwas basteln könnt. Vielleicht habt ihr noch Zeit heute, habt noch Freude, etwas, was auch mit dem Thema zu tun hat, zu basteln. Oder sogar eine Bastelidee für die Mami für den Muttertag. Genau. Jetzt sind wir zum Ende gekommen von dieser Sendung. Danke vielmals, sind ihr alle da gewesen, im ganzen Team. Es war mega spannend für mich, aber auch sicher auch für euch Kinder daheim mal einen Einblick zu haben hinter die Kulissen, was abläuft und auch zu sehen, was es für eine riesige Vorbereitung ist. Und danke für euren Einsatz. Und Kinder, bis nächstes Mal, nicht bei uns im Studio, dann wieder normal auf Sendung nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss zusammen. Ciao.